Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, Montag überlebt. An diesem großartigen 8.12.2025, Gott sei Dank ist das Jahr bald vorbei. Ich habe ja das letzte Mal schon ein bisschen gerantet darüber, dass wir uns als Menschheit, glaube ich, gerade in der westlichen Welt im Dezember unnötig stressig machen. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht und Grüße gehen raus an all eure Vitamin D-Spiegel, ja, wenn die so sind wie meine, dann Prost Mahlzeit. Ne? Ich glaube, könnte auch ein bisschen daran liegen, ne, dass man vielleicht ein bisschen grantiger ist im Dezember. Ich sage, kurze Anekdote, kurzen Rant, den ich jetzt kurz ablassen muss. Er muss raus in die Welt. Und hey, sagt's mir, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt. Ich hätte am Samstag gern zu einer greiseligen Vettel im Supermarkt, ich hätte ja am liebsten die großen, diese großen 400 Gramm Katzenfutterdosen in ihr kreisliches Gefäß geschmissen. Ich hätte so Lust gehabt einfach. Ich hätte so Lust gehabt. Und schauen, das Ei schlägt. Pock! Und danach Havarie. Ja? Folgendes ist passiert. Ich war mit meiner besseren Hälfte im Supermarkt und ein bisschen was eingekauft. Ne? Schauen, was machen wir heute? Meine bessere Hälfte isst kein Fleisch. Ich esse sehr gerne Fleisch. Deswegen ab und zu ne, gönne ich mir dann ein bisschen was. Ne? Also ich sage, okay, dann koche ich halt zwei Sachen. Ich bin ja ein bisschen so Hobbykoch. Ich koche recht gerne. Dann koche ich heute Abend zwei Sachen, eins für mich, eins für dich. Das mache ich gar nicht mal so oft. Meistens kochen wir einfach vegetarisch. Einfacher, schneller, unkomplizierter, vor allem unter der Woche. Aber hey, Samstag. Samstagmittag, wir im Supermarkt, an der Fleischtheke. Und da hat es ein bestimmtes Stück Fleisch gegeben, das ich schon lange mal ausprobieren wollte. Und das hat gut ausgeschaut. Und das war auch nur im Angebot. Und wir dachten, okay, mal schauen, ob es zu viel Aufwand ist. Und ich sag zu meiner besseren Hälfte noch, hey, hier das, siehst du das? Da hätte ich richtig Bock drauf. Habe ich noch nie ausprobiert, habe aber sehr viel Gutes drüber gehört. Ich schaue schnell nach. Hab mein Handy schon in der Hand und schau schnell nach, wegen einem Rezept, ob es zu aufwendig ist und dann, ne? Und direkt neben uns war so eine winklereske Gestalt, eine greisliche Vettel, die diese komplette Konversation gehört hat. Und dann so, steht's hier schon an. Und wir so, nee, gehen's ruhig vor, gar kein Problem, ja. Und ich schaue nach, was brauchen wir? Oh, das und das Rezept, das schaut gut aus. Meine bessere Hälfte paste los, um die entsprechenden Sachen noch aus der Gemüseabteilung zu holen, die uns noch fehlen und noch ein Fond und dergleichen. Und ich stelle mich wieder an, hinter dieser Frau. Sache von ein paar Sekunden. Und die steht da, schaut so leicht verstört aus dem Augenwinkel zu mir rüber und nimmt genau das drum. Ne? Und ich hätte ausrasten können. Es war schon ein schlimmer Tag. Ne? Im Winter an einem Adventswochenende am Samstagvormittag irgendwie durch die Innenstadt fahren. Könnt ihr euch vorstellen, wie meine Laune schon war. Das war die letzte Station vom Heimfahren. Also das war die letzte Station, wo wir gesagt haben, okay, das noch, dann heim und dann möchte ich das komplette restliche Wochenende keine einzige von diesen kreisligen Larven da draußen mehr sehen. Und die nimmt genau das Ding und ich hätte ausrasten können. Natürlich war es das letzte drum. Und wir haben dann mehr oder weniger improvisieren müssen, ist dann trotzdem gut geworden. Und ich habe mir dann eine Hochrippe geholt und habe dann daraus einen Braten gemacht. War auch geil, Rotweinsauce, beerig, Spatzeln dazu, Blaukraut, passt. Aber es hat mich so fürchterlich zintig gemacht, weil ich es gesehen habe. Ich habe es ihr angesehen. Sie hat rübergeschaut zu mir. Die hat uns zugehört, die hat sich gedacht, boah, die wollen das, dann muss das gut sein, das muss jetzt ich haben. Und hat es gesnackt einfach. Ja. Wo ich mir denke, wie scheiße kann man eigentlich sein? Nimm halt irgendwas anderes, wenn du schon mitkriegst, dass wir das wollen. Das hat mir natürlich vollkommen den Rest gegeben, dann war ich irgendwie 2 Stunden richtig mies drauf, aber dann geht's schon wieder. Meistens, sie muss dann einmal kurz ausrasten und schimpfen
und dann ist wieder gut. Deswegen mache ich im Übrigen die Scheiße hier. Ansonsten, ich glaube, hätte ich nicht angefangen, auf den Winkel zu reagieren, dann wäre ich schon lange nicht mehr aktiv im Game dabei. Also würde ich mich auch über die Scheiße nicht mehr informieren, weil das muss raus. Wer platzt ansonsten irgendwann? Keine Chance, dass ich das 4 Jahre lang weiter verfolgt hätte, ohne dass ich da meine Meinung in den Äther rausgeknödelt hätte. Vollkommen geplatzt wäre ich. In diesem Sinne. Leute, das war jetzt mal kurzer 5-Minuten-Rant. Das war praktisch so ein bisschen Bonus, was mich sakrisch narrisch macht. Nicht genug für komplettes Video dieser Art. Und Deppen im Supermarkt habe ich, glaube ich, schon besprochen. Und dementsprechend, wir sind jetzt hier in dem nächsten Ding. Video. Das hat leider Gottes hier die Unterteilungen nicht mehr. Vielleicht waren die da schon auf Kriegsfuß. Weiß ich nicht mal. Also es gibt jetzt das hier, das ist jetzt 32 Minuten lang, eine kurze Nummer. Und dann glaube ich nochmal eins mit 50 Minuten. Und ich habe gehört, es sollen noch welche veröffentlicht werden. Ich hoffe, die werden dann auf Wegen veröffentlicht, ne, die reactbar sind, damit ich euch da dann das komplette Bild geben kann. Ne? Ich habe jetzt wirklich den kompletten Scheiß reacted, bis auf die Sachen, die wir übersprungen haben, weil sie redundant waren. Ne? Dieselbe Bumsknüdel-Geschichte zum 530. Mal und die ganzen dämlichen Gaming-Geblubber-Ausschnitte. Aber wir gehen rein. Ne? Dementsprechend hockt euch her, sagen wir mir. Reißt euch Häube auf. Mir gingen einer. Schön reiner. Ich kann jetzt, weil hier kein Schwamm ist, kann ich das jetzt nicht drüber ziehen, oder was? Ja, Entschuldigung für die Rotzerei, das war Wasch. theoretisch könnte man das alles reißen. Aber doch, eigentlich müsste das doch rübergehen. Eigentlich müsste man das doch drauflegen können. Weil hier ist es ja auch gewesen, dass der hier nicht, da nicht drin war. Konnte ich trotzdem rüberlegen. Okay, pass mal auf. Aufpasse, Rainer erzählt jetzt, wie das Spiel funktioniert. Offensichtlich wird wieder gedaddelt. Ne? Anscheinend. Ne? Video heißt, hier mit dem, was war da, mit dem Lord im Wald unterwegs, ne? so wie damals, mit Rudi im Wald. Ja, die Weisheit gibt er jetzt weiter. Also anscheinend spielen sie wieder vor. Leider Gottes ist hier jetzt wieder nicht mehr dieser lustige Vampir-Rainer im Hintergrund, sondern wieder der greiselige Kettel, der aussieht wie aus einem Malbuch aus die 60er Jahren. Mit die 2 linken Hände. Ja, wie auch immer. Ich weiß, die meisten Leute von euch schauen sich es aktuell nicht an, ne, weil es ja auch keinen Sinn macht. Hört es euch als im Hintergrund an, irgendwie als Podcast und macht was Sinnvolles dabei. Daddeln auch sinnvoller. Nebenher daddeln, ich nehme es euch nicht übel. Es gibt ja hier nichts zu sehen, außer dieses wunderbare Bild. Und das wird sich nächstes Jahr ändern. Ich setze immer noch mal Geld drauf. Ich setze mal Geld drauf. Nächstes Jahr wird sich's ändern. Dann haben wir wieder Livestreamendes. Und dann gibt es auch wieder was zu sehen. Auch wenn es dann wahrscheinlich wieder bloß Gesichtskirmes ist. So, weg damit. So, probier mal, ob du es jetzt setzen kannst. Den Querbalken. Perfekt, weiter geht's. Ja, letzten Endes kommt mal dem Zeug auch nur Letzten Endes. weiter, wenn man halt mal wirklich sich darüber Gedanken macht. Ja, schon wieder Hunger, das gibt's nicht. Bist du noch da? Ja, aber dabei hat er den ganzen Tag nur nichts gegessen, der Rainer. Ich weiß, in-game, aber ja. Weil du wieder so AFK rumstandest. Alles gut. Da wird er nett, wenn sie AFK rumsteht. Ich hab mir das Ofi-Video von heute gegeben. Vielleicht ist das tatsächlich aus der Nummer hier. Ja, ich habe das auch im Hintergrund gehört. Ich mache es auch nicht anders. Ne? Ich mache auch irgendwas nebenher, während ich mir das im Hintergrund anhöre. Und wenn das ist, dann ist es richtig geil. Ne? Weil dann kommt nämlich irgendwie raus, dass also Ofi hat gemeint, die Bärchen haben absichtlich sein Spiel sabotiert, um ihn matt zu machen. Und er hat das, wenn dann erst sehr spät überhaupt den Verdacht gehabt und gecheckt. Wir haben uns ja schon ein paar Mal erinnert, dass er da ein bisschen diesen Gestapo-Ton angeschlagen hat. Ne? Mit der Info wissen wir natürlich, dass die dann wahrscheinlich vorher schon ein bisschen gepiekst haben. Mit, ach, das hätte ich nicht abreißen sollen. Ach, das tut mir aber leid, Reini. Und wir wissen ja gerade, Wollbunny war ja so eine Nummer, da hat er sich beschwert,
dass sie immer rumsteht und nichts tut. Ne? Und vielleicht ist das hier der Streamende, den wir vor 2 oder 3 Videos mal mit dem anderen Bärchen behandelt hatten, wo es hieß ja von wegen, ob die 2 Stress hatten wegen irgendwas im Gaming-Stream. Ne? Ja, es ist letzten Endes halt wirklich einfach nicht. Ich persönlich mache mir da keinen Kopf drüber. Ich ziehe halt einfach mein Leben durch so, aber viele von denen. Das Leben, Leben, ne? Letzten Endes zieht er sein Leben einfach durch. Ne? Ich meine, das ist richtig. Der zieht sein Leben wirklich absolut durch den Dreck. Und wundert sich, warum am Ende da kein Gold dabei rauskommt. Die akzeptieren halt einfach solche Sachen nicht. Ich überlege jetzt gerade, warte mal, wo war. Ah ja, hier. So, warte mal. Das kommt noch dazu. Dadurch, dass ich halt ein bestimmtes Alter irgendwann erreicht habe, hat sich auch mein Verhalten verändert. Nein, Rainer, das ist genau das Problem. Dein Verhalten hat sich eben in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht verändert. Egal wie alt du geworden bist, warst immer noch hageldumm. Geistig immer noch ein Kinde. Man merkt es ja auch auf deiner weirden Fixierung auf dieses Snoo-Snoo-Thema. Jeder von uns macht diese weirde Fixierung auf das Thema mal durch, aber da sind wir meistens irgendwo zwischen 12 und 14. Na, Rainer, du bist jetzt 36 und wir haben das Thema immer noch nicht abgehakt. Und ja, deswegen, so, ich habe halt grundsätzlich aufgrund meiner Lebensart habe ich sowieso eine ganz andere Weltanschauung als viele. Das ist aber auch eine Sache, die wiederum viele nervt und mit der viele nicht klarkommen. Ja, Rainer, aufgrund deiner Lebensart. Rainer, du hast die letzten Jahre immer irgendwo, jetzt ist ja noch schlimmer, wie der Asket in der Höhle gewohnt. Zu Schanzenzeiten, da hat er sich ja auch nicht mehr rausgetraut aus der Schanze, weil er gesagt hat, oh, die Hater reißen mir die Bude ein, wenn ich hier weggehe. Weiß ich nicht, ob das passiert wäre. Vielleicht, wenn am falschen Tag, wenn der richtige Idiot gekommen wäre, wäre es vielleicht tatsächlich passiert. Aber er hätte nicht wissen können. Fakt ist, letzten Endes, er hat sich damals schon einfach nicht aus der Schanze rausgetraut. Über Jahre und Jahre und Jahre hinweg. Seine einzigen sozialen Kontakte, die Speerlutscher auf dem Discord, die Matt farmen wollten. Und irgendwelche Bärchen, die Matt farmen wollten. Das sind die einzigen sozialen Kontakte, die und die Hate-Kommentare unter seinen Videos und Streams. Ansonsten glaubt ja nicht der Mann, dass der irgendwo mal Nachrichten geschaut hat oder sonst irgendwie sich irgendwo informiert hat darüber, was in der Welt passiert. Am Anfang seiner Karriere, in Anführungsstrichen, ihr seht es immer nicht, deswegen muss ich sagen. Wenn ich sowas wie Karriere oder verdient sage, denkt euch die Anführungsstriche auf jeden Fall mit dazu. Die 2 Begriffe sage ich in keiner meiner Reactions ohne die Anführungsstriche. Aber am Anfang seiner Karriere hat er sich wenigstens noch informiert, was hier in Deutschland in der YouTube-Landschaft so los ist. Weil an die wollte er sich ja ranzecken. Das war ja das Endziel von der ganzen Drachenlord-Nummer, die er da damals angefangen hat. Aber ihr weltpolitisches Geschehen, auch nationalpolitisches Geschehen, vollkommen wurscht dem Mann. Ja? Das ist scheißegal. Ja? Politik macht ja eh ihren Job nicht. Und genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir? Ah ja, genau, seine Lebenserfahrung. Ja, Rainer, du hast keine Lebenserfahrung. Du hast keine Lebenserfahrung, null. Null, du bist. Das einzig Besondere an dir ist, dass du so hageldumm bist, dass du schon im Kindergarten sitzen geblieben bist und dann nochmal in der Dulli-Schule sitzen geblieben bist und es trotzdem nicht geschafft hast, einen Abschluss zu machen. Ansonsten, was hat es in deinem Leben Großartiges gegeben? Nix. Gar nichts. Du bist dumm geboren, du hast nichts dazugelernt. Auf einen Misthaufen geschissen vor 36 Jahren und nichts verbessert seitdem. Im Gegenteil. Aber gleichzeitig ist das auch für mich wiederum eine größte Stärke an sich, weil, naja, ich mache hier gerade, oder versuche hier gerade, den Balken zu setzen. Warte mal, da stimmt was nicht. So war das nicht geplant. Ich soll jetzt den da rausziehen. Okay, dann machen wir es anders. Renner, du setzt den Balken nicht. Ja, kein Balken mehr. Rainer, du schäumst. Ja, lass die mal bitte liegen. Die habe ich hergelegt, weil ich die brauche.
Jetzt hat er gemerkt, dass sie ihm die Baumstämme krampfeln wollte. Ja. So, und ja, du wirst ja letzten Endes andere Leute sowieso nie dazu bringen, dass die. Aber es ist geil. Er checkt, dass sie ihm die Baumstämme krampfelt. Sie denkt sich kurz, oh scheiße, jetzt hat er mich erwischt, dass ich das Game hier sabotieren will. Aber er denkt gar nicht daran. Ne? Weil er gerade wieder weiter in seiner Story gehen muss. Ja, er hat ja eigentlich hin und her, bla bla das bla. tun oder sich so verhalten, wie sie sollen, weißt du? Ja, Ach man. ich weiß nicht so, wie ist denn, also aus deinem Stand aus, die Weltanschauung? Also wie sieht Alle sind gegen ihn. Eigentlich ist er der besonderste Mensch auf der Welt, aber die Leute haben das einfach nicht begriffen, weil die alle zu dumm dazu sind. Und deswegen sind die alle gegen ihn und das ist fürchterlich ungerecht. Und er hätte so viel mehr verdient. Das ist seine Weltanschauung. Punkt. Was anderes interessiert ihn nicht. siehst du eigentlich so das Ganze? Alter, ich hasse es, wenn diese Baumstämme rumrollen. Ja, das ist nicht so geil, wenn die rumrollen, die Baumstämme. Was meinst du jetzt speziell? Ne, du hast gemeint, du hast eine andere Weltanschauung als die anderen. Was meinst du jetzt speziell? Er sagt, ja, aber ich habe eine besondere Weltanschauung, weil, und das ist halt meine große Stärke. Und die sagt, ja, aber was für eine Weltanschauung ist denn das? Jetzt gib mir ein Beispiel. Ja, was meinst du jetzt spezifisch? Deine Weltanschauung, Rainer. Du hast vor 2 Minuten darüber geredet, bevor du ein bisschen distracted warst, davon, dass in deinem Spiel Baumstämme rumgerollt sind. So, deswegen wollte ich jetzt fragen, wie denkst du, wie die Leute die Welt sehen und wie siehst du denn dann die Welt, wenn du sagst, dass es anders wäre? So, weißt, ich kann mir jetzt nichts großartig drunter vorstellen, deswegen. Ja, natürlich kannst du da nichts großartig drunter vorstellen, weil Reini auch einfach nur wieder leeren Bullshit ins Netz geblubbert hat. Es ging ja da nicht um irgendeinen Inhalt, ne? Ja, Weltanschauung, etc. Ne? Man wirft einfach ein paar Worte, die ein bisschen gescheit klingen, wirft man in den Raum und dann hofft man, dass niemand nachfragt. Deswegen hat er auch so ein bisschen so diese Nachfrage gerade eben, die war jetzt nicht, weil er die Frage nicht verstanden hat. Ne? Dieser Ausraster dazwischendurch mit den Baumstämmen, das war auch nicht, weil er darauf konzentriert war, sondern er ist halt einfach nicht darauf vorbereitet gewesen, oh scheiße, ich habe jetzt hier meinen hohlen Bullshit einfach rausgebrabbelt, damit die Luft scheppert. Und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass eine Rückfrage kommt, so. Ich habe mir gedacht, das klingt so pseudo-deep, dass die Leute sagen, ja, Anschauung, richtig, ne? Und mit der Rückfrage hat er nicht gerechnet und er hat sich Zeit erkaufen wollen, um das jetzt irgendwie im Kopf zusammenzurendern. Damit es eben nicht so klingt, als wäre er einfach nur ein fetter Vollidiot, der pseudo-schlaue Begriffe aneinander reiht, um klug zu klingen, sondern dass er sich tatsächlich was dabei gedacht hat, was er nicht hat. Mir ist es eigentlich ehrlich gesagt egal, wie andere Leute die Welt anschauen, weil ich mich damit nicht beschäftige. Ja, es geht doch um deine Weltanschauung, du Dulli. Sie hat doch gefragt, was denn deine Weltanschauung ist, die ja so besonders ist. Und wenn die so besonders ist, dann wirst du uns ja sagen können, was deine Weltanschauung ist. Du hast ja gerade Werbung dafür gemacht, Rainer. Du hast doch gerade Werbung dafür gemacht. Wenn ich jetzt irgendeine Aussage treffe, dementsprechend, dann muss sie ja auch irgendwo, ne? Ja, meine Weltanschauung ist ganz besonders. Das ist keine Ahnung, wie wenn ich jetzt sage, was weiß ich, imaginäres Beispiel. Angenommen, ich wäre Maler. Ja, ich wäre Malermeister und ich sage dann irgendjemand, mei, wenn du dann Malerarbeit brauchst, dann holst mich, weil meine Arbeit ist ganz besonders. Und wenn dann die Person fragt, ja, aber Kasper, was ist denn an deiner Malerarbeit so besonders? Und ich dann erstmal, was? Was meinst du speziell? Deine Malerarbeit, die ist so besonders, hast du gesagt. Was ist denn da so besonders? Ja, interessiert mich nicht, was die anderen machen. Würdest du dann mich beauftragen, um deine Bude oder dein Haus zu streichen? Höchstwahrscheinlich nicht. Weil offensichtlich geworden ist, dass ich ein Dampfplauderer bin, der überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er gerade schwallt. Das ist nicht mein Bier. Nee, so als Wie ich immer Vergleich, schon sag. deswegen meine ich. Ja, ist schon klar, aber das ist, da gibt es für mich keinen Vergleich in dem Sinne. Mir ist völlig wumpe. Rainer, warum machst du einen Vergleich auf? Deine Aussage war, ich habe eine bessere, tollere, andere Weltanschauung als alle anderen. Vergleich. Ja? Alle anderen haben die und die Weltanschauung, ich habe eine andere. Sie will wissen, was eine andere Weltanschauung ist. Und du sagst, ja, was interessiert mich nicht, was die anderen machen und ich vergleiche das ja nicht.
Es sollen Menschen ihr Leben so führen, wie sie es für sich halten. Mir für meinen Teil geht es am Arsch vorbei. Okay. Was ist denn jetzt hier das Problem gerade? Ich soll mal pennen gehen. Alter, Im Zweifelsfall bist das Problem immer du. Obwohl, jetzt weiß ich inzwischen, dass die das Game sabotiert haben. Vielleicht sind es manchmal auch die. Leute, erinnert ihr euch noch, wo er da sein exklusiv zum Bezahlen Minecraft-Server hatte? Und da war er 2 Tage irgendwie verhindert und konnte da nicht drauf machen. Und da haben sie ihn den zerlegt und hat er wütend zugemacht wieder. Das war ja einer seiner letzten Betrugsmaschen, dass er gesagt hat, ja, wir machen einen Minecraft-Server auf, aber da musst du bezahlen dafür, dass du drauf darfst, aber dann bauen wir da irgendwie einen ganz großartigen Server. Alle zusammen, Fanprojekt, bla 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 bla. Und dann hat er gemerkt, alles Hater, und die haben ihm seine jämmerlich zusammengepfuschte Kathedrale halbert abgerissen, und das Ding sah halt wirklich aus. Keine Ahnung. Die ganze Scheiße, wo er sich Mühe gegeben hat. Der kommt zurück und es sieht aus wie die Höllenszenen aus Konstantin. Und plötzlich ist der komplett Apeshit gegangen, hat diesen Server zugemacht. Aber die Kohle haben die Leute nicht wieder gekriegt, ne? Obwohl es mitten im Monat war. Die haben den ganzen Monat bezahlt, mitten im Monat hat er dann abgerissen und ja, Kohle, nee, die habe ich jetzt schon bekommen, ne? das wird aber echt finster gerade. Mhm. Wieso geht die scheiß Tür hier immer nach außen so komisch auf? Also ab in die Falle. Nein, was mache ich da? Versagen wahrscheinlich. Was getan? Ich habe das Bett umgestellt, warum auch immer. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Jetzt hat es gleich ruckelt. So, also auf jeden Fall weiß ich auch nicht, wie ich damit weiter umgehen soll in diesem Kindergarten. Also von den Menschen her, so, ich ziehe mein eigenes Ding durch so und es passt trotzdem nicht jedem und soll es ja auch nicht, aber irgendwo verstehe ich auch nicht. Hast du jetzt diese Lücke wieder zugemacht? Egal, scheiß drauf. Mir ist egal. Da bleibt die Lücke eben zu. Ja, kein Plan. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt bloß noch sagen soll. Ja. Was tust du? Wo gehst du hin? Ich suche mir was zu essen. Ich habe Hunger. Stimmt, ich auch. Weil ich glaube, hier einen verhungerten Zockerpartner, das funktioniert nicht. Ich muss jetzt an meinem Real Life gleich was essen. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Ja, habe ich vorher gesagt, der Rainer hat immer noch nie was gegessen. Jedes Mal, wenn er irgendwo im Stream war oder in irgendwelchen Discords oder sonst irgendwas, dann kam irgendwann so, ja, ich muss mal wieder was essen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und wir wissen aus seinen, du hast gesagt, ja, meine Routinen, bla bla bla. Wir wissen, was der macht. Der steht auf und dann wird sich erst einmal als erste Amtshandlung wird sich irgendein Schmutz in die Goschen geschoben. Und was es dann immer ist, seine Videos damals, wo er zum Bett gefahren ist, oh, jetzt hol ich mir erst einmal ein bisschen ein Frühstück. Alter, der hat eingekauft für sich selber eine Menge an Klump bei diesem Bäck. Ganz ehrlich, da hätte ich einen kompletten Frühstückstisch für eine kleine Pension plus das, was am Nachmittag noch zum Kaffee gereicht wird. Ja? Easy, gar kein Problem. Hättest 6 Leute an den Tisch setzen können. Na, Drachenfrühstück, her damit. Unter 8000 Kalorien wäre mal überhaupt nichts. Ja? Und währenddessen ist er noch durch den Nebel gefahren mit überhöhter Geschwindigkeit, während er sich mit dem Camcorder mit einer Hand gefilmt hat. Keiner, dass du überhaupt überlebt hast bis 36, ist ein reines Wunder. Erstens wegen der Ernährung, zweitens wegen solcher Aktionen. Ich habe heute noch gar nichts Gar gegessen eigentlich. Ist aber auch ungesund. Musst mehr drauf achten. Ach, das kommt bei mir oft vor, dass ich nichts esse. Ah, mach das nicht. Das soll gar nicht gut sein. Deswegen sage ich ja, mein Gewicht. Oh, sieh mal. Oh, ich hab Sehr, sehr, sehr guter Triggerpunkt. Sehr gut gesetzt, liebes Bärchen. Props. Ne? 10 Punkte für Gryffindor. die gar nicht ausgerüstet. Aua. Was wolltest du sagen? Moment, ich bin gerade am Alter, der hat mich voll weggekickt, die Sau. Was ich sagen wollte, ist, dass ich jetzt heute noch nichts gegessen habe und das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn du rechts Klick gedrückt hältst, ne, kannst du. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er den ganzen Tag nichts isst. Er weiß gar nicht, warum er so dick geworden ist. Ja, jetzt habe ich keine Sperre mehr. Ach, warum müssen Elche laufen? Dumme. Nein. Kann man halt irgendwie, haben wir nicht eine Waffe, eine richtige, vernünftige? Na, später kriegst du Schusswaffen. Müssen wir mal in Höhlen rein. Was habe ich hier eigentlich? Oder Stimmt, die wollte ich Klebezeh- auch aufmachen. Hier dieses Klebe-C4, damit habe ich die Elche immer gejagt. So Haftbomben. Klebst du an die Dinger ran und jagst sie in die Luft. Das klappt auch gut. Was? Ja, funktioniert. Okay, und wie baut man die? Das weiß ich nicht mehr. Müsste ich mal gucken. Da brauchst du, glaube ich, Münzen. Ein super realistisches Spiel. Ich glaube, wenn du mit der C4-Haftbombe im richtigen Leben auf Hirschjagd gehst, bleibt von dem Hirsch nicht mehr so viel über, dass dich satt macht, ne? Ich habe einen Elch erledigt, by the way. Münzen, eine Platine. Wahrscheinlich einen, den ich schon ordentlich verletzt habe. Ja.
Natürlich, Rainer. Genau das ist es. Ne? Weil die kann ja nichts ohne dich. Ne? Es muss dann, du hast versagt dabei, den Elch zu jagen. Sie jagt einen erfolgreich, dann muss es der gewesen. Ja, den habe ich schon. Ja, den habe ich schon weich geklopft. Killstil ist das. Killstil auf jeden Fall. Ne? Rainer, spiel wieder League of Legends, Digga. Nö, tatsächlich nicht. Naja. Münzen. Wo sind denn die Münzen? Komisch, dass er da überhaupt nicht drauf eingeht. Liegen die neben dem. Dann habe ich. Nimm. Ich bekomme 3 Fleisch. Nee, 5 Fleischstücke raus, aber der Rest bleibt liegen. Das ist Verschwendung. Ich Ja, das passiert, wenn du die Dinger in die Luft sprengst. Ne? mag das nicht, wenn man sowas verschwendet. Ich auch nicht. Ah, macht man auch nicht so. So, mal sehen. Ein Speer. Ja, warum liegt hier eine Wurst? Wenn sie jetzt tiefer in das Essensverschwendungsthema reingehen, so dann lasst mich hier liegen. Ach, ich muss ein Messer daran machen? Willst du mich verarschen? Ach, er spitzt es nur an mit dem Messer. Okay, ich stelle mir mal ein paar Speere her. Weil, was kommt denn jetzt dann eigentlich nach Königskind? Der mehrere Bücher. Hatte ich doch gesagt. Nach Königskind kommt jetzt. Nach Königskind kommt jetzt. Nach Königskind kommt jetzt. Nach Königskind kommt jetzt. Ja, was kommt denn jetzt, Rainer? Er hat's gesagt. Ich hab's aber wieder. Natürlich habe ich's vergessen. Was juckt mich, dass das nach Königskind kommt? Ah, nee, hier, der Turm des Alchemisten oder sowas. Ne? Auch wirklich generischer Fantasy-Bullshit, einfach nur mit seinem widerlichen, angeblich Dark Fantasy-Schmand überzogen. Ne? Mit die Schlangenschnecke und den ganzen Scheißdreck, ne? Der Alchemitum kommt als nächstes. Und ich bin am Überlegen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob nach dem Alchemitum direkt die Alchemisten kommt. Der Alchemitum und. Rainer, es würde sich anbieten, hätte ich gesagt gehabt, oder? Dass man sagt, hier, man macht den Alchemieturm und die Alchemisten macht man gleich mit. Ja? Vielleicht kannst du ja das beides in einen Roman zusammenfassen. Vielleicht wird es ein richtiges Epos, ne? Keine Ahnung. Mehr wie 39 Seiten. Vielleicht geht es auch um was anderes als um Bimsen. Das wäre auch cool. Ne? Ja, was rede ich mir ein? Alchemieturm, ne? Das ist hier das BDSM-Variante von Azkaban, glaube ich. Die Alchemisten haben nicht direkt was mit. Oh, ich habe eine Schildkröte gefunden. True. Also direkt nach der Alchemistin kommt. Also direkt nach die Alchemistin selbst und der Ding. Der Ding, Rainer. Ich glaube, es gibt auch bei dem Spiel, das du gerade spielst, irgendwo eine Pause-Taste. Pause-Taste drücken. Kurz zusammen rendern, Alchemieturm, ne? Alles zu dem Thema sagen, weiterspielen. Was habe ich das? Wieso habe ich jetzt Fleisch auf dem Scheiß-Slot? Ich kapier's nicht. Hier ist Wahrscheinlich hat das Bärchen da hingelegt, um dich zu nerven. Entweder das oder bist halt mal wieder unfähig gewesen. einfach mal ein Elch im Wasser. Kommst du an den ran? Der hat mich gerade über den Haufen geeiert. Der hat sich einfach mal hier so ins Wasser rein. Der hat sich einfach mal so ins Wasser gesetzt und hat den Wasser. Ja, hier. Der hat's gemacht wie der Rainer, der damals den Hater fast in der Aura ertränkt hätte. Gebadet. Ich habe den Bär abgemurzt. Okay. Rainer hat den Bär in der Aura ertränkt. Rainer ist ein richtig starker Mann. Ich gebe es Jagen auf. Keinen Sinn gerade. Und ich kann keine Haftbomben herstellen, weil ich keine Münzen habe. Muss ich halt Bären fressen, hilft ja nichts. Ich habe ein bisschen Fleisch, dann komm, ich brate für uns was. War das nicht hier dieser vollkommen psychopathische neue Gesundheitsminister von den Amis, der irgendwie einen Bärenkadaver am Straßenrand gefunden hat und den fressen wollte und es dann irgendwie vercheckt hat und der einfach im Central Park abgelegt? Auf jeden Fall, wie gesagt, also Königskind ist halt quasi so, es kommt zuerst der Jäger, erst kommt der Jäger, dann kommt Königskind und dann kommt die Alchemieturm. Und ich bin am Überlegen, ob ich dann die Alchemistin mache, weil der Alchemieturm und die Alchemistin haben nämlich nicht gleich was miteinander zu tun. Also nichts mit der Hauptstory von das Königreich zu tun. Du bist auch so jemand, der Vorhänge zu Hause hat, oder? Wieso? Weil du auch die Türen offen lässt. Naja, kommt eh keiner rein. Trotzdem, das hat damit nichts zu tun. Das ist doch viel bequemer, wenn die Türen zu sind. Fühlt man sich doch viel wohler. Also, ja, doch schon. Wenn du jetzt was brutzelst, Der Erziehungslord ist wieder am Stissel. rennst du hoffentlich nicht hier rum, damit das Zeug verbrennt. Wäre ja schade Da dran. ist noch nichts drin. Brauchst du auch was? Weil ich habe recht viel Fleisch. Nee, ich habe jetzt ein paar Beeren gefressen. Okay. Hm? Ja, ich habe mich vertippt und hat das roh gegessen. Ja, und mir gerade hat immer noch Hunger. Aber ich habe, glaube ich, Beeren im Inventar. Warte mal. Na komm her. Jo. Kannst Also er hat Beeren, die Früchte gegessen. Jetzt hat sich für mich so angehört, dann muss ich halt einen Bären fressen.
gerade eben. Dir was holen. Ja, ich hau mir jetzt die Beeren rein. Das ist so ein Arsch voll Beeren einstecken. Lachsbeeren. Lachsbeeren waren doch giftig, oder? Nein, die sind in Ordnung. Ich meinte jetzt eigentlich im Real Life. War der Meinung, Lachsbeeren sind giftig gewesen? Ich weiß gar nicht, was Lachsbeeren sind. Sehen ein bisschen aus wie Himbeeren und Brombeeren. Aber sehen eben nur so aus. Waren aber, glaube ich, die giftigen Brüder der ganzen Okay. Collation. Bin gespannt, wann und ob Zoe heute online kommt. Ich habe eine ganze Weile nichts mehr von ihr gehört. Wir hatten gestern aber kurz telefoniert. Wie geht's dir so? Also nicht telefoniert, sondern Discord halt. Ja, soweit ganz gut. Ein bisschen Stress mit der Uni zur Zeit. Hm. Hat jetzt wohl heute auch eine Klausur gehabt. Oder Klausur, glaube ich, nee, Referat hat sie gemeint. So. Okay. Ja, sie hat schon gesagt, Man merkt, der Rainer, der hat richtig krass Interesse an den Aktivitäten von seiner angeblichen Freundin. So, ja, Klausur, Referat, ist wurscht, irgendwas macht die. nicht, dass wir jetzt dich ein bisschen vernachlässigen, weil ich war ja auch längere Zeit nicht da. Okay. Alles gut. Aber du warst dann abends auch nicht da. Ja, tut mir leid, ich habe leider nicht immer Zeit. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also ich gebe Alles mir Mühe, gut. aber klappt nicht immer. Ja, alles gut, kein Stress, ist ja in Ordnung. Musste ja auch nicht. Wie gesagt, ich bin ja auch im Stress gewesen, aber auch, okay, fick doch die Waldfee. Okay, doch, die Sachen fallen zusammen. Mein Baum hat gerade die Dinge angerissen. Kelvin hat mir einen Fisch gebracht. Danke, Kelvin. Oh, 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 oh. Ah, okay. Alter, was war das denn für ein Baum? Der ist halt mal bis hier vorne gefallen. Alter. Hey, der Baum. Baum ist ein Hater. Auf jeden Fall ein Hater. Fällt er einfach bis hier vorne hin. Unfassbar, Drecksau. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Und das Gefühl habe ich auch. Hier, guck, der hat hier den ganzen Ding eingerissen. Ach naja, ist ein kleines Loch. Das kriegen wir schnell gestopft. Warte mal. Kann man das jetzt hier nicht irgendwie da reinstopfen? Ich will das richtig da haben. Sowas geht mir tierisch auf die Nüsse, sowas hier. Ich mag sowas nicht. Leider passiert das. Hä? Wow, geht das? Ich hasse das, wenn ich da nicht mehr rauskomme aus diesen Scheißlöchern. Geht das? Jetzt habe ich das so ein halbes Ding reingemacht. So Und der ist definitiv tiefer und gehört definitiv auf die untere Ebene. Was passiert, wenn ich da jetzt halbe Stämme drüber fetze? Ach, Jo, gleicht sich an. ich glaube, wenn wir da irgendeinen nicht hinbekommen, warte mal, probiere ich mal aus, geht das? So. Nee, okay, das geht nicht. Kann man da einen ganzen reinschmeißen? Versuch mal. Nee, das ist da. Versuch mal hier einen ganzen reinzuhauen. Oder bring mir zumindest mal ganz, was ich hier habe. Um mal den Querstreben zu setzen. Oder ich würde jetzt wirklich gerne unten, obwohl ich kann mal wieder auf zweifache Geschwindigkeit schalten. Ich würde gerne da jetzt da unten irgendwie, aber die haben die Kapitel nicht eingefügt in dem Video. Das heißt, ich weiß nicht, wie irrelevant die Scheiße jetzt hier ist. Aber ich mache hier den doppelte Geschwindigkeits-Kasper mal nochmal und dann fahren wir gleich weiter. So, das war jetzt ein bisschen Geblubber. Anscheinend das Gebäude, was sie sich da bauen wollen, das haut nicht so hin, wie er sich das vorgestellt hat. Sie hat ihm gesagt, ich kenne das Spiel, ich kenne mich da aus, das und das können wir machen. Er hat gesagt, nein, wir reißen jetzt einfach alles ab und bauen es nochmal neu. Und ihr kennt ihn, ne? Alter Renovierungsprofi, einfach erstmal abreißen, schauen, was ist. Und sie hat gesagt, ja, auf eine Arbeit reingestellt. Nein, das machen wir jetzt so. Und dann hat sie, genau, dann sagt sie jetzt, ne, dann ist gut, dann machen wir es so. Yep, ich denke, du hast recht. Machen wir es jetzt einfach so, dann ist es einfacher. Sagst du jetzt nur, damit ich ruhig. Vielleicht. Ziemlich sicher. Einfach, das ist dieses Meme, wo man sagt, ich habe den Schlüssel gefunden zur ewigen Glückseligkeit. Ne? Und dann kommt, ja, und was ist es? Ich diskutiere nicht mehr mit Vollidioten. Das ist aber ziemlich dämlich. Ja, du hast recht. Das ist genau die Nummer. Du, ich liebe Psychologie und ich kenne mich mit Psychologie ein kleines bisschen aus und mir ist klar, Du kennst dich mit Psychologie überhaupt nicht aus. Also nicht über das hinweg, was du in irgendwelchen komischen Pickup-Artist-Seminaren für teuer Geld im Internet gehört hast. So. Ja, dieses sich rar machen und diesen ganzen Scheiß. Ja, das ist alles Bullshit. Die Wahrheit ist, es entweder funkt oder es funkt nicht. Und die Leute dann zu manipulieren, das wird dich nicht dauerhaft glücklich machen. Und auch die Leute, die diese Seminare machen, einen Haufen Geld dafür verlangen, die sind auch nicht alles studierte Psychologen. Ja, du kennst dich überhaupt nicht mit Psychologie aus. Du hast dir ein paar Dinge angeschaut, weil du dich darüber informieren wolltest, wie du Frauen dazu manipulieren kannst, dir am Shrimp rumzuspielen, und das war's. Das ist das Ende deiner psychologischen Expertise. Also halt einfach dein Maul.
wenn jemand was psychologisch zu beeinflussen. Ja, okay. Also habe ich jetzt nicht vorgehabt. Nicht bewusst vielleicht. Aber wenn du sagst, machen wir einfach so, dann ist das Thema erledigt. Dann heißt es im Sinne von, ja, ich halte die Fresse, wir machen das so, wie du das willst, dann habe ich meine Ruhe. Mhm. Und das hat leider nicht funktioniert, weil du immer noch nicht den Rand zu dem Thema hältst. Rainer, ganz ehrlich, wenn du es doch schon merkst, dass sie einfach sagt, hey komm, es hat jetzt keinen Sinn, mit einem Vollidioten hier darüber zu diskutieren, bis wir das Diskussion geführt haben, dann haben wir es in seinem, auf seinen dämlichen Weg auch schon geschafft und das alles neu gebaut. Soll mir doch wurscht sein, ne? Das ist ein Computerspiel, leck mir am Arsch. Und dann wird das noch bombardiert. Er checkt das, dass sie das so denkt und lässt sie trotzdem nicht mit dem Thema in Ruhe. Da könnte man sich dann denken, ja, okay, die hat jetzt da irgendwie keinen Bock darüber zu diskutieren, so, dann machen wir es jetzt, wechseln das Thema. Nein, es wird weiter diskutiert. Ich hoffe nur, dass die ganzen Baumstämme jetzt hier nicht despawnen. Was mich nämlich auch triggert hier schon die ganze Zeit, ist nämlich, dass die hier auch nicht richtig sind. Du hast hier nämlich jedes Mal das Problem, wenn du genauer hinschaust, dass die manche links rum und manche rechts rum hingestellt sind. Also manche waagerecht und horizontal, manche. Das nervt mich nämlich auch schon die ganze Zeit. Ich will es überhaupt. 14 Uhr. Schon? Sogar schon fast 15 Uhr. Oh Gott, dann mache ich aber auch nicht mehr lange. Habe ich genug gezockt für heute. Das Ja, gibt's sogar nicht. ja, doch schon, natürlich. Yeah. Ja, Rainer, manche Leute haben auch noch ein Leben außerhalb dieser Spiele im Internet. Rainer, Digga, wenn ich einfach mich nur aufs Gaming konzentrieren könnte, so, ich hätte sehr viel mehr gespielt. Aber ich habe halt auch andere Dinge, die ich zum Beispiel lieber mache. Zum Beispiel Zeit mit meiner Frau verbringen oder so, ne? Oder mit meinen Kumpels. Was weiß ich, ne? Ich zock sehr gerne, aber es ist halt nicht mein kompletter Lebensinhalt. Und das ist halt bei der auch so. Also bei jedem normalen Menschen so. Gibt halt wenige erbärmliche Gestalten, die wie Gollum in der Höhle sitzen, da im Nazi-Bunker in Sobis und den ganzen Tag irgendwie nur vorm Bildschirm sitzen und deren richtiges Leben komplett an ihnen vorbeigeht. So. Aber checkt dann nicht. Ne? In seiner Vorstellung ist die genauso erbärmlich wie er. Kriegst du denn keine Kopfschmerzen oder dass dir die Augen wehtun? Ich habe das noch nie. Das ist zum Beispiel eine Sache, von denen ich glaube, dass die Leute sagen, dass ich glaube, dass es ein Gerücht ist. Weil nein, ich habe noch nie in meinem Leben vom Fernsehen, aber ich glaube zumindest nicht, dass es jemals davon gekommen ist. Ich habe noch nie vom Fernsehen, vom Videospielen, vom Handyzocken, von irgendwas. Ich habe noch nie davon Kopfschmerzen. Ich habe schon Kopfschmerzen gehabt, aber das habe ich nie auf das zurückgeführt. Okay. Also ich kann dir bezeugen, das ist kein Gerücht. Manchmal, wenn ich zu viel zocke oder zu lange auf dem Bildschirm gucke, dann tränen mir halt die Augen und die tun weh. Ich werde müde. Manchmal Ich glaube das Kopfschmerzen. schon. Ich glaube das schon, aber ich habe das halt noch nie gehabt. Und was ich auch noch nie hatte, ist Zuckerflash. Was ist ein Zuckerflash? Wenn du zu viel Süßigkeiten futterst. So, Ja, Rainer, das ist so derselbe Grund, warum stellenweise Leute angehalten werden, die leicht fahrauffällig waren, wo sich danach rausstellt, dass die 4,5 Promille gehabt haben. Ne? Das ist derselbe Grund, warum du keine Zuckerflashs hast. Weil du auf der Droge halt schon sehr hängen geblieben bist. Angeblich ist es so eine Art Summe oder was im Hinterkopf haben. Und das soll man wohl Zuckerflash. Ich hatte das auch noch nie. Okay. Und dass du halt einfach von Zucker einfach überdreht bist oder so. Das ist auch Zuckerflash. Habe ich aber auch noch nicht gehört. Kenne ich gar nicht. Ja, wenn du halt zu viel Zucker einfach zu dir nimmst, soll das passieren. Hm. Ich habe das Gefühl, kann es sein, dass die Baumstämme hier, die spawnen? Baum? Ja, die Baumstämme, die spawnen, Digga. Stimmt für Spawn? Nee, eigentlich nicht, wenn die komplett Die abreißen. Baumstämme, die Bäume, die wir hier hinschmeißen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich hierher komme, fehlen Bäume. Vielleicht backt es. Kann natürlich auch sein, dass nur eine bestimmte Menge an Baumstämmen gleichzeitig hier liegen dürfen. Ja, daran liegt es. Kann auch sein, dass dass das Bärchen einfach die Baumstämme nimmt und entweder selber irgendwo verräumt oder wegschmeißt oder was weiß ich, einfach nur, damit du immer wieder Baumstämme holst. Aber das wäre ja auch Quatsch, dann würden die, andererseits, wenn die verarbeitet anders gelten, dann kann das schon sein. Das kann echt sein. Zuckerflash. Wir können es auch so machen, Ja? wir können auch so machen, dass ich bis zum nächsten Mal das Ganze selber wieder fixe, dann hast du die Arbeit nochmal. Okay, dann bin ich gespannt. Ich gucke es mir von oben bis unten an, ja? Ich hätte von Anfang an gerne die Blaupause. Ich habe eigentlich von Anfang an gedacht, dass du die Blaupause machst, deswegen habe ich da eigentlich auch nicht weiter dazu gesagt. Ich dachte, es gibt keine Also schon so weit- Blaupausen, glaube ich. Also wenn ich Sag ich, das ist eine verlese. Blaupause. Sag, das ist eine Blaupause, nennt sich Fundament. Irgendwas war aber damit. Ich weiß nicht mehr was. Ich habe immer nur so gebaut. Damit bin ich immer sehr gut gefahren und habe ganze Villen hingestellt, die auch echt schick aussehen. Das kannst du auch so machen, weil du auch die alten Baupläne auch bearbeiten kannst.
Okay. Aber gerade das Fundament würde ich immer mit einer Blaupause hinstellen. Immer. Weil du einfach bloß, zum einen kannst du Kelvin dann sagen, ja, Kelvin schmeißt. Ja, bla bla bla, Blaupause, Orsch, Kelvin und so weiter und so fort. So, ist jetzt wieder ein bisschen weiter gedaddelt worden, bla bla bla. Baumstämme despawnen, was auch immer. Sie hat ihn gefragt, was er später noch macht, da steigen wir jetzt wieder ein. Was ich nachher mache. Keine Ahnung, ob du halt irgendwas vorhast oder so. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber vielleicht treffe ich mich nachher mit ihr. Ui. Weiß ja auch nicht, was mit euch noch ist. Vielleicht quatsche ich auch nachher mit euch nochmal, also mit dir oder das ist Zoe. Keine Ahnung. So, ja, keine Ahnung, vielleicht treffe ich mit ihr. Oh Mann, dass die sich so zusammenreißen kann, während sie weiß, dass er sie gerade anlügt, und dass mit ihr treffen das gleiche wäre, wie sie mit Zoe treffen. Und wie erbärmlich er sich da irgendwelche Geschichten zusammenlügt. Und wie gesagt, dass der die eine anlügt darüber, was mit der anderen läuft, das hat nicht den Grund, dass er vorsichtig ist und nicht weiß, wer ein Hater ist, bla 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 bla, sondern dass das ist hier das Backup-Bärchen. Ne? Das Backup-Bärchen darf nicht wissen, dass er schon richtig am Baggern ist beim anderen Bärchen. Weil ansonsten wird die sich vielleicht denken, Moment mal, der nimmt mir jetzt hier nur als Notnagel her, wenn er sich dann später an sie ranmacht. Und das wäre nicht so gut. Ansonsten weiß ich nicht. Ah ja, klingt doch entspannt. Warum nicht? Ja, sollte ich doch heute nicht mehr dazukommen, dann schöne Grüße an Zoe. Ich habe schon eine ganze Weile leider nichts mehr von ihr gehört. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen meine Schuld. Ja, wie gesagt, sie ist halt auch oft abends jetzt eher da, weil sie halt oft, also wenn sie mal da ist. Weil es halt unter dem Tag, sie ist ja jetzt auch gerade, soweit ich weiß, in der Uni. Ne? Ja, und weil die Bärchen natürlich jetzt irgendwann einen Schichtplan schon eingerichtet hatten, ne? Die Zoe übernimmt den Abend und die andere übernimmt den Nachmittag. Dem, was sie gesagt hat, also soweit ich weiß, ist sie so bis 16, 18 Uhr meistens in der Uni, hat sie gestern gemeint. Also das ist ganz unterschiedlich auch. Wobei gestern war sie, glaube ich, früher zu Hause, hat sie gemeint. Aber es ist halt, naja, sie ist halt in der Uni, also sie studiert ja einfach. Ich habe mir auch gestern was über ihr Nebenfach gesagt. Ja, und Rainer, ich sag dir noch ein anderes Geheimnis, wenn es darum geht, in der Uni zu sein, zu studieren. Ab da, wo du nach Hause kommst, hast du nicht zwangsläufig Zeit. Ja, im Gegenteil. Dann fängt die Arbeit eigentlich erst richtig an. Dann musst du anfangen, deine Kurse von heute nochmal nachzubearbeiten, dich noch um irgendwas zu kümmern, noch Sachen zu recherchieren, noch irgendwelche Arbeiten zu schreiben oder Essays oder sonst irgendwas, ne? Und das ist schon utopisch. Dass man davon ausgeht, ey, kommt von der Uni heim, das ist nicht so, wie wenn du einfach arbeitest, ne, einen normalen 0815 Job machst, wo du Feierabend hast, wenn du nach Hause kommst, und dann da geht's weiter. Krass. Oh, und was ist es für ein anderes Nebenfach? Das fragst du bitte sie. Das weiß ich nicht, ob sie das will, dass das andere wissen. Was sie mir sagt, sage ich niemandem weiter, solange ich nicht weiß, ob ich das darf. Ach so. Mache ich bei dir genauso. Also jetzt nichts Geheimnis oder so, aber was ist jetzt? Irgendwie Schaden genommen. Schaden genommen? Weiß nicht, Baum draufgefallen. Elch. Das ist weg. Was will ich damit? Weg damit. Mein Charakter hat Durst, aber daran liegt es, glaube ich, nicht, dass ich da weg mit dem Ding. Was will ich denn damit? Was mit X da rein? Halbe Baumstämme kann man da nicht reinhauen, nee. Nee, ich glaube nicht. Hä? Ich glaube hier, wo das Problem ist, ehrlich gesagt. Was ist denn? Also nee, ich habe gerade die Baumstämme einfach weggeschmissen. Er checkt wieder überhaupt nichts. Aber ich glaube, wir brauchen doch noch mehr Halter. Ja, wir brauchen den ganzen Arsch für Halter, aber das bringt jetzt eh nichts mehr. Wir sind jetzt gleich, oder ich bin jetzt gleich fertig mit dem Abreißen. Ich schmeiße es jetzt einfach hin, weil die spawnt eh. Okay. Und sobald es gespawnt ist, ja, das hilft jetzt halt nichts. Wir hätten das gleich von Anfang an anders machen sollen. Ja. Naja, das Problem, das ist halt bei solchen Spielen das Problem, wenn die so komisches System manchmal haben. Ich verstehe es sowieso nicht, warum die auf das alte System verzichtet haben und dafür sich ein neues System ausdenken wollten. Keine Ahnung. Ich meine, das mit dem Halbieren und so weiter ist ja alles cool und alles schön und gut, aber das sind letzten Endes, also ich finde persönlich, vielleicht liegt das aber auch an mir, ich finde, das macht den Spielspaß ein bisschen kaputt. Okay, jetzt werde ich gleich hops gehen, keine Ahnung. Ja, alles, was das Spiel ein bisschen anspruchsvoll macht, macht für Rainer den Spielspaß kaputt, ne? Weil Rainer will einfach ihr Game mit integrierten Beat the Game Button, ne? Was da los ist. Essen, trinken vielleicht? Vielleicht verlierst du deswegen Ich Schaden? Ich sagte doch gerade schon zweimal, dass es nicht daran liegt, dass ich irgendwelche Statusprobleme habe. Ach so. Mein Status, ich habe zwar ein bisschen Durst, aber jetzt nichts, was ich sage, das muss jetzt irgendwie. Ich glaube, das habe ich im Ofi-Video mitgekriegt. Hat die mit Steinen beworfen, war das? Also es hat jetzt damit, glaube ich, nichts zu tun. Nein. Ich müsste mal was trinken. Schau mal, vielleicht ist ja in der Schildkröte was drin. Ich habe auch noch einen Schildkrötenpanzer.
Den kann ich dann auch gleich mal schauen. Vielleicht schmeiß ich den auch gleich mal hin einfach. Was zur Hölle, warum machst du jetzt das Ding auf? Was? Ach, mein Charakter geht mal wieder auf den Sack. Hä? Okay. Jetzt habe ich hier Bäume, die ich nicht wegkriege. Auch interessant. So, jetzt sind wir gleich fertig. Was mich jetzt halt auch nervt, seit ich kein Bildschirm mehr habe, seit ich keinen zweiten Bildschirm mehr habe, weil mein Laptop ja nicht mehr funktioniert, ist, dass ich das nebenbei nicht mal mehr animiere. So. Wie kommt die Virginia? Das ist dramatisch, Rainer. Du kannst jetzt nicht gleichzeitig das Bärchen belästigen und belügen und hier The Forest zocken und dann nebenher noch Anime gucken. Dann wundert man sich, warum der für einen Satz eine halbe Stunde braucht. Da sitzt, das ist der Multitasking Lord. Er ist vielleicht besser, wenn du nebenher nicht Anime schaust. Warum ist schon wieder die Tür offen? Ich frage mich gerade, warum die hier. Weil man kriegt die Tür nicht zu, Rainer. Das ist eine Nummer, die kennt man im Game, den Ausspruch. Man kriegt die Tür einfach nicht zu. Die Tür ist dann wieder Ja, offen. die mag uns halt. Die ist mit uns befreundet jetzt. Ja, wenn die Tür offen ist, dann wundert es mich nicht, dass die Leute rumlaufen. So, haben wir es jetzt? Das war das alles? Die hier noch. Na, Virginia. Was bringt es eigentlich, mit der befreundet zu sein? Du kannst ihr Waffen geben. Waffen? Ja. Später gibt's ja Schusswaffen und so ein Kram. Aha. Und du Ja, das kannst hast ja, du glaube mir ich. zweimal extra. Ja? Aber was bringt es, wenn ich dir Waffen gebe, meine ich? Ja, die beseitigt halt die Einwohner für dich. Ach was, Ja? auch interessant. Hat die ja Hass auf den oder was? Nee, die mag uns halt und dann macht sie halt einen Gefallen für uns. So. Okay. Ah, schau mal, sie bringt mir gerade was. Also, was hat sie gebracht? Sie hat mir gerade Beeren oder so, hat sie mir hier hingelegt, aber ich sehe sie gerade gar nicht. Was ist jetzt los, Alter? Warum krieg ich Schaden? Hab ich noch Blätter? Hoffentlich, ja. Ich habe auch noch 2 Fische, falls du was brauchst. Nee, was ich aber bräuchte, ist zu trinken gleich. Ich will das aber hier erst fertig machen. So, und dann müssen wir auch gleich mal pennen gehen. So, können wir pennen gehen. Alter, ich glaube, ich kriege hier die ganze Zeit Schaden von den Baumstämmen, die hier rumfliegen. Bei den fliegenden Baumstämmen. Ja, die Baumstämme fliegen zu tief. Das gibt Schlechtwetter, Rainer. Ach ja. So, ab ins Vielleicht Bett. backt das einfach oder irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. Hm. So, und schlafen. Na, Calvin, was geht? So, das hier kann noch weg. So, dann müssten wir eigentlich alles haben. So. So, jetzt. Anni, hier ist So. Nicht zu vergessen. Ding. noch was. Das muss natürlich alles weg. So, und jetzt. Alter, dieses So. So wie wenn er jetzt richtig was geschafft hätte. Ne? Das ist jeder von euch, der irgendwie so einen handwerklichen Beruf hat, so eine große Aufgabe geschafft und dann so. Geschafft. Ne? Reiner alles harte Arbeit, ne? Hä? Hm? Moment. Okay, haben sie das geändert? Irgendwas schlägt mich die ganze Zeit. Schmeißt du Steine auf mich? Ja, Rainer, das tut sie. Ich? Ich stehe hier hinten. Ich wollte jetzt Was gerade heißt mir denn? Baumstämme holen. Nicht Baumstämme, Äste. Für die Lockholder. Ja, die Rockholder brauchst du jetzt nicht mehr bauen. Jetzt sind wir fertig. Da fehlen aber noch 3 Äste. Ich bin hier ganz hinten so. Ja, ja ich kann die auch reinhauen. Ich habe dir doch vorhin schon mal gesagt, wenn du solche Äste brauchst, sag Bescheid. Ich habe ja auch welche. Ach, ich So, wollte dich fertig. jetzt da nicht so stören, während du da abreißt. Ich Deswegen. habe auch gesagt, du sollst mir das sagen. So, okay, das haben sie geändert. Was mich jetzt schon wieder tierisch abfuckt, aber gut. Das lässt sich jetzt nicht ändern, dann machen wir es eben so. Hä? Nee, das ist nicht dein Ernst. Da klippt es da jetzt nicht dran? Haben die das jetzt echt so weit geändert? Ich war der Meinung, das ging. Jetzt klippt es da nicht dran, oder was? Oder muss ich das erst. Sekunde. Muss ich das jetzt erst bauen, bevor das dran klippt? Ja, das musst du erst bauen, bevor es dran klippt. Ich mach nochmal Pause. So, jetzt wieder richtig matt. Jetzt kackt er das Bärchen aber sauber an. Gehen wir nochmal rein. Oh, das wird eine nervige Angelegenheit. Oder klippt es doch an und ich war bloß zu blöd gerade. Ich weiß Rainer, wahrscheinlich warst du zu blöd. ja nicht, was du versuchst. Ja, ich versuche ein Fundament zu bauen. Was werde ich wohl versuchen? Entschuldigung. Ja, was ist da los? Du bist ein bisschen dünnhäutig heute, Rainer. Ja, ist nur ein Spiel, komm klar, ne? Ja, es ist, du rennst Ja, jetzt irgendwo rum. Jetzt haben wir gerade eigentlich Zeitdruck, weil ich nicht möchte, dass Dinger respawnen. Du rennst irgendwo in Ding, despawnt. Da hat jemand sein Zeug nicht gemacht. der Pampa rum. Wenn du willst, kann ich ja auch verhungern. Dann bin ich auch tot. So, ich brauche was zu essen, Rainer. Ja, es ist schon verhungert, meine. Ich verhungere ja auch nicht. Ich Ich bin auch bin voll doch am schon auf Verrecken. Rot und ich habe vielleicht nur noch 2 Balken Essen. So. Ja, dann führe doch ein paar es fliegen doch überall Baumstämme rum. Friss doch die. Dinger rum. Nein. Wenn wir Hunger haben, es sind überall sind Bären.
Also ich bin jetzt Und gerade Wasser gibt's ja auch genug. ich bin jetzt gerade ins Camp gegangen und habe mir jetzt erstmal was Richtiges zu essen gebracht, damit ich eben nicht permanent Beeren futtern muss, weil so viele gibt's auch nicht. So, du faule Sau. Bitte was, Rainer? Hat er jetzt das Bärchen damit gemeint oder hat er jetzt irgendein NPC gemeint? Machen, bleiben, Basis erhalten, bauen. So, Konstruktion abschließen. Los, beweg deinen Arsch. Diese scheiß Ressourcen hier noch, nicht, dass die noch despawnen. Ja, er redet, glaube ich, mit dem NPC. Ganz wieso ist genug Ressourcen durch diesen Scheiß verloren. Kostet mich das gerade an. Du bist erst links, dann bist du bist du geradeaus, dann bist du rechts. Irgendwie. Jetzt bin ich Kann ich extra deine Bewegung- zurückgekommen. So, Ja, ist ja, auch ich nicht konnte jetzt nur okay. dein Doch, ich konnte nur dein Bewegungsmuster gerade folgen. Du warst erst da drüben, dann warst du da drüben und jetzt warst du gerade direkt von mir. Ganz merkwürdig. Ich bin ja einmal drum herum gelaufen, ja. So, diesen ganzen Scheiß hier mal machen. Ich bin hier nicht auch im Verdursten, ich will auch schauen, dass ich jetzt mal was zu trinken und zu fressen finde. Aber ich wollte jetzt halt die Ressourcen auch nicht freigen lassen. So, erstmal brauchen wir jetzt Baumstämme, dann brauchen wir die scheiß Baumdinger da. Tut mir leid, bei sowas bin ich da ein bisschen unleidlich. Ich weiß, das ist scheiße. Ja, bei sowas, Rainer. Ansonsten bist du ja die Ruhe in Person. Ja? Der fleischgewordene Zen-Garten, das bist du ansonsten. Aber da bei sowas wirst du ein bisschen unleidlich. Das ist eine scheiß Angewohnheit. Aber ich versuche jetzt sowas immer so schnell wie möglich irgendwie zu regeln, dass die Sachen nicht nach despawnen oder nach mehr despawnen als ohnehin schon. Hm. Ah, alles gut. So, wo ist jetzt eigentlich dieser komische Kevin-Fuzzi? Wo rennt denn jetzt der rum? Warum fällst du in den Baum und lässt den unten in die Scheiße fallen? Das ist so. Jetzt weiß ich, glaube ich, wieder, warum ich das Spiel nicht weitergezockt habe. Ja, das Spiel ist ein Hater einfach. Es tut einfach nicht, was er will. Ja, jetzt müssen wir das Fundament bauen, sonst können wir keine halben Stimme dran machen. Und warum hört er immer auf zu rennen bei mir? Das kapiere ich auch nicht. Kaum springe ich, hört er auf zu rennen. Was soll das denn? Alter, der verliert jedes Mal den Schwung. Als würde er mitten im Sprung auf die Bremse treten. Nervt mich das gerade. So, gut, jetzt werden wir wahrscheinlich Bäume fällen müssen. Alles okay? Ich habe noch gerade geschrieben, alles gut. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin sauer auf mich. Ich meine, gut, ich würde es verstehen, weil ich bin gerade echt angepisst gewesen. Aber mich hat auch einfach gerade dieses Fundamentgeschiss genervt. Aber, bla bla bla. Rainer, du hast es gerade selber gecheckt, dass du dich unangemessen verhalten hast. Du hättest jetzt da zumindest einfach sagen können, das sind übrigens diese, wenn er mal sagt, er hat sich 1000-mal für irgendwas entschuldigt, das sind diese Entschuldigungen, von denen er da spricht. Das, was er gerade gesagt hat, Punkt. Das sind die Entschuldigungen, von denen er spricht, und er sagt, er hat sich 1000-mal für Sachverhalt XY oder Aussage XY entschuldigt. Er kriegt das da nicht geschissen, dass wenn er schon checkt, dass er sich unangemessen verhalten hat, dass er dann sagt, hey, sorry, mir sind gerade die Sicherungen rausgeknallt, es tut mir leid, ich hab mich wie ein Arschloch verhalten, das wollte ich nicht, sorry. Nein, das ist, was du kriegst. Alles gut, so, ich verzeih dir. Sollte vielleicht unter Umständen nicht allzu oft passieren. Ich mag's nicht, wenn man mich anpumpt beim Zocken. Aber alles gut, soweit. So, ich weiß, du warst halt eh genervt von dem Zeug, wenn es nicht klappt, so. Und war mal halt etwas schlecht gelaunt. Ich finde das Spielsystem einfach scheiße, warum die das geändert haben. Das alte System war so perfekt, das hat super funktioniert. Und ich habe damals, glaube ich, auch den Spielstand oder das Spiel damals deswegen beendet, gerade weil dieses System so beschissen war. Ja. Hä? Checkt ihr das? Also, die haben das geändert. Jetzt hat er keinen Bock mehr drauf, weil die das geändert haben. Und das alte System war super perfekt und das neue ist super scheiße. Und er hat aber damals bei dem alten System aufgehört, das Spiel zu spielen, weil es so scheiße war. Ich check's nicht. Und das ist halt extrem ankackend, dann, wenn man dann nach Jahren wieder anfängt zu zocken und dann passiert genau der gleiche Scheiß wieder. Ja, Rainer, aber das ist keine Rechtfertigung dafür, dass du das Bärchen ankackst. Nur weil das Spiel nicht mehr so ist, wie du es in Erinnerung hast. Das ist keine Rechtfertigung dafür. Du hast dich einfach wie ein Arschloch verhalten gerade. Und das kann man dann auch, ganz ehrlich, ich habe mich in meinem Leben auch schon oft wie ein Arschloch verhalten. Aber wenn ich reflektiert habe und festgestellt habe, dass ich in der Situation das Arschloch war, bin ich danach hingegangen und habe zu den Leuten gesagt, hey Leute, sorry, ich habe mich da wie ein Arschloch verhalten, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr nehmt die Entschuldigung an. Fertig. Wie man auch schon nicht aufgehört hat. Hm. So. Aber ich muss aber auch was essen, ich habe Hunger. Vielleicht bin ich auch deswegen ganz angepisst. Das kann sein. Wollen wir es dann erstmal beenden? Ja, auf der einen Seite will ich jetzt weitermachen, auf der anderen Seite will ich was fressen. Machen wir mal den Tag vielleicht noch zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie lange danach jetzt geht oder so. Obwohl, man kann ja auch so speichern. Ich habe jetzt gerade irgendwie an Stardew Valley gedacht, weil ich Stardew Valley vor kurzem wieder angefangen habe. Oh, Stardew Valley habe ich auch, das ist cool. Ja, ich habe das jetzt mit Zoe angefangen, aber wir spielen das auf der Switch. Und Achso, das hat leider kein. Ja, ich habe auch gedacht, man kann es mit Cosplay zocken, aber eigentlich auch geht leider schon. nicht. Also ich kann mit Leuten Nein, auf hat der kein. Switch Nein, spielen. nein.
Habe ich aber schon gemacht. Nein, Stardew Valley hat kein Crossplay. Ich habe extra nachgeschaut gestern. Ja, aber Ich ich habe weiß ja nicht, trotzdem schon mit Leuten auf der Switch zusammengespielt. das geht aber, ja, wenn du über die Switch spielst vielleicht. Aber Nee, nicht, ich wenn war du vom PC PC. auf Switch. Nee, das geht nicht. Ich habe doch nachgeschaut gestern. Okay. Ich hab sogar gegoogelt. Crossplay auf der Switch oder generell Crossplay mit Stardew Valley funktioniert nicht. Ich habe extra gegoogelt gestern. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wenn sie ihm sagt, ey, ich habe das schon gemacht und er sagt, ey, ich habe das aber gegoogelt, dann glaube ich eher ihr. Okay. Ich hab auch gemeint, dass es geht, aber das geht nicht. Vielleicht haben sie es auch rausgenommen, keine Ahnung, aber es geht nicht. Na Darüber haben wir dann. uns auch geärgert, weil ich wollte ja eigentlich auch mit meinem Spiel schon weiterspielen, aber ich habe es halt auf der Switch und ich habe es auf dem Computer. Dann haben wir halt kurz gesagt, okay, dann zocken wir es auf der Switch. Die Tür ist natürlich immer noch auf. Rainer hat sich das Spiel auf beiden Plattformen geholt. Macht Sinn, ne? Für jemanden, der vom Budgetgeld lebt. Kein Wunder, dass jetzt schon die Schwörung rennt. So, jetzt müssen wir die halben da reinhauen. Jetzt noch ein bisschen. Oder auch noch nicht, weil da immer noch einer fehlt. Ah. Hä? Sag mal, kannst du mir mal verraten, jetzt habe ich schon wieder Schaden bekommen. Kannst du mir mal verraten, was der da macht? Was tust du, Kelvin? Warum vernichtest du die Baumstämme? Warum? Ich habe gesagt, dass wir Konstruktionen abschließen. Warum geht er her und vernichtet die Baumstämme? Ganz ehrlich, ich wette was, dass das Bärchen eine Möglichkeit hat, irgendwie remote aus der Distanz hier dem Kelvin oder Kevin oder wie er nicht heißt, neue Aufträge zu geben. Und Rainer geht dann hin und sagt, ja, bau hier das und das. Geht weg und denkt, er macht das. Und sie sagt dann, ja, nee, mach hier alles kaputt. Ah, okay. Dann macht er alles kaputt. Rainer kommt wieder mit den neuen Materialien, hat er wieder Bäume gehackt im Wald, kommt mit dem Holz wieder und das hat der Kelvin die halbe Putze wieder abgerissen. Und er checkt nicht, warum das passiert. Du sollst nicht die Baumstämme vernichten, du sollst die Konstruktion abschließen. Wo geht er hin? Ah, okay, jetzt holt er Baumstämme. Ach, dieses Spiel. Dieser Baum hier steht bei dir immer noch nicht, ne? Nee, der steht immer noch nicht bei mir. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt Pause, weil ich brauche jetzt was zu fressen. Gehen wir mal speichern Ganz gefährlich, Unterzucker. Rainer hat den ganzen Tag nur nichts gegessen. eben. Und dann, weil ich muss jetzt echt was essen, ich habe Hunger und weiß auch noch nicht. Muss mal gucken, was ich überhaupt esse. Die Virginia sitzt einfach mal bei uns auf dem. Also, die können auch speichern. Wir brauchen nicht schlafen, das heißt speichern. Die sitzt einfach mal hier, okay. Ja, lass sie doch. Das ist mir auch neu. Ach, man kann jetzt sogar E drücken, weil ich glaube, mal später mal darüber gucken. So, also, du musst selber speichern, ne? Ja, warte. Weil du dein Inventar abspeicherst damit. Oder stehe ich nur im Bademantel, einen Badeanzug rum. Tja. Hm? Hm? Ja, ich rede eigentlich mit dir, aber gut, wenn du nicht willst. Ich war Dann, gerade komplett vertieft in Virtual. Hä? Ganz ehrlich, wenn Reini wieder abgelenkt ist, ne, weil er nebenher Cookie-Clicker spielt oder irgendwelche anderen Spiele oder nebenher sonst was macht, Anime schaut, dann müssen ihm die Bärchen das alles immer 5-mal erzählen. Wenn sie im Game irgendeine Textbox liest von irgendeiner Konversation mit einem NPC und er schwadroniert sein Bullshit dahin und sie nicht sofort springt und sagt, ja, großartige geistige Güsse, Rainer, endlich sagt's mal einer, dann wird er matt, weil sie ihm nicht zuhört. Ja, Rainer, das ist richtig cool. Ja, ich habe gar nichts verstanden. Ja, ich habe gefragt, warum nicht nur im Bademantel rum? Man kann ja später auch andere Klamotten anziehen, ne? Hm. Wenn man welche findet. Also Ja. so. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das Spiel aus. Und ich werde jetzt mal was essen und dann mal gucken, ob ich entweder noch ein Buch weiterschreibe oder ob ich dann noch ein bisschen zocke. Schön wäre halt auch, wenn der zweite Bildschirm wieder gehen würde. Der einfach ausgegangen ist, verstehe ich nicht. Ja, hat er sich immer noch nicht beruhigt, der andere. Nee, der geht nicht mehr. Der hat gar kein Bild. Der ist einfach ausgegangen und seitdem geht er nicht mehr an. Das ist da auch kein Flackern, gar nichts. Es gab kein Anzeichen dafür. Der ist einfach ausgegangen. Als hätte irgendjemand gesagt, okay, die Garantie ist abgelaufen, Scheiße. Bildschirm aus. Ja. Denke Ich ich. verstehe halt auch nicht, Ja. warum. Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Die Hater waren es. Wie sie es auch wieder gemacht haben, die Hater. Ja, dass der Bildschirm auf einmal einen Arsch hoch gemacht hat, aber ne, das ist wie in diesen Zaubershows. Man weiß aber nie, wie es passiert. Aber es passiert. Ja? Irgendjemand ist verantwortlich. Es sind immer die Hater. Weil er alt ist oder. Der Laptop ist nicht mal 4 Jahre alt. 3 Jahre oder so ist er alt, wenn überhaupt. Ja, ich weiß nicht, Laptop 3 Jahre sind, wenn du ihn so unter Dauerbelastung hast wie du und in, ja, sagen wir fast 2 Jahre davon irgendwie einfach durch die Walachei geschleift hast, durch Wind und Wetter, dann kann das schon mal sein, dass der nicht mehr so ganz fit ist. Wie gesagt, ganz zu schweigen davon, dass ich nicht glaube, dass der jemals irgendwie die Kühlung, die Lüftung von seinem Laptop gereinigt hat. Und ja, dann passiert sowas halt, Digga.
Okay. Also nein, er ist nicht alt. Deswegen dürfte das auch nicht passieren. Doch, Rainer, 4 Jahre ist für so einen Laptop schon alt. Ist für so einen Gaming-Laptop definitiv alt. Wie gesagt, vor allem, wenn man ihn so benutzt, wie du ihn benutzt. Es dürfte doch nicht passieren, dass der einfach ausgeht. Es dürfte doch nicht passieren, dass der einfach, dass der einfach das WLAN verliert. Das dürfte alles nicht passieren, aber es passiert. Er ist einfach aus. Keine Ahnung warum. Scheiße. So, ich werde jetzt essen gehen. Ich wünsche dir schon einen schönen Tag. Vielleicht bis später und ja, Ich mache mir jetzt dann auch doch noch mal eine kleine Portion. Was gibt's dann bei dir noch? ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, jetzt muss ich erstmal ins Dating Keine Ahnung, was halt in der Tiefkühltruhe gerade drin ist. Hm? und deswegen will ich jetzt gleich los. Alles. Gut, dann bis später. Das Käse, Macaroni, Ofenkäse, irgendwas in der Richtung wird es sein. Mikrowellenburger. Yummy. Ne? Aber die brät er sich vorher noch mal an, wie der Sternekoch, der er ist. Bis später. Tschüssi. Tschüss. Du elendiger Butterberg. Auch das hatten wir schon mal so noch ein Comment von ihr am Ende. Schön. Finde ich gut. Das entschädigt für viel von der Bärlutscherei. Weil man dann auch merkt, okay, dem Bärchen fällt es auch nicht leicht, sich diese Scheiße von ihm anzuhören, ohne ihm dazwischen zu grätschen und zu fragen, ob er vielleicht behindert ist. Okidoki. Hey, Pflichtstunde, genau 1 Minute drüber. There we go. Leute, oh, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal of.